Hast du dich heute Abend eingeschaltet oder wenn du das später noch anschaust, auch cool. Sehr schön, sind schon ein paar Leute im Chat dabei. Wir werden heute beten zum Thema Beziehungen. Und ich bin nicht alleine hier. Du bist ja vielleicht auch nicht alleine vor deinem Computer, sondern mit mir sind meine Frau, die Ursula, und der Thomas und der Kanti, die werden uns noch musikalisch unterstützen. Ich freue mich mega auf diesen Abend mit dir, weil wir machen heute was Spezielles. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so gemacht mit euch heute. Wir werden zusammen in der Bibel lesen und aus dem, was wir zusammen in der Bibel entdecken, gerade unsere Gebete dann rausnehmen. Wird mega spannend und ich freue mich mega drauf. Ich liebe es, gemeinsam Bibel zu lesen, weil genau in dem Moment wirst du auch herausgefordert. Ich lese die Bibel mit meinem Blick und dann kommst du dazu und hast einen ganz anderen Blick auf diese Bibelstelle. Und das wollen wir heute Abend miteinander teilen und uns einfach herausfordern und ermutigen lassen von Gott, was er zu uns spricht. Und meine erste Frage darum an dich, schreib es in den Chat, ist: Wie liest du die Bibel oder was liest du zurzeit in der Bibel? Jan? Ja, ich lese jeden Morgen meine Bibel und zwar am Frühstückstisch. Wenn ich gegessen habe und vielleicht noch ein bisschen Kaffee übrig ist, dann nehme ich meine Bibel und lese die. Und im Moment bin ich im Samuelbuch und lese gerade, wie der König Saul vom Samuel gesalbt wurde. Ganz spannende Geschichte. Genau, und das mache ich immer so am Frühstückstisch, genau. Und du? Du hast ja so ein ganzes Paket jeweils dabei, oder? Du hast ja eine Riesenbibel. Genau, ich habe die Jahresbibel. Wie ihr seht, ist sie schon über ein Jahr alt. Also ich bin noch nicht ganz durch. Und ich lese da im Alten Testament, im Neuen Testament ganz verschiedene Stellen pro Tag. Und damit ich dann am Schluss doch noch weiß, was mir wirklich wichtig ist, habe ich ein kleines Buch, da schreibe ich jeden Tag einen Bibelvers, den, der mich am meisten bewegt hat oder der mich herausgefordert hat, den schreibe ich auf in mein Büchlein. Und so habe ich eine ganze Bibelstellensammlung dann über das Jahr. Thomas, was machst du? Ich hatte heute mit ein bisschen Verspätung meinen Jahresbibel-Leseplan auf dem Handy beendet. Ganz und zwar wenig mit dem Verspätung ja, im Gegensatz zu mir. Ja, du hast das sehr gründlich gemacht. Ich hatte das mit dem Bible Project gemacht, wo es zu jedem Buch vorneweg ein Video gibt, wo das ganze Buch sehr detailliert beschrieben ist. Das war sehr spannend, weil da kommst du ganz anders ins Bibellesen rein. Crazy. Und dann in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen? Ja. Crazy. Und 3 Tage. Kanti, in einem Jahr zweimal die Bibel durchgelesen? Mindestens, ja. Mindestens. Nein, im Moment, ich lese auch am Morgen, bin ich wieder auf Oldschool umgestiegen, also ich lese wirklich wieder ein Buch, weil mich das Handy manchmal abgelenkt hat. Im Moment Matthäus und bin heute auf 3 Verse gestoßen, die mir noch nie aufgefallen sind. Das war ganz spannend. Crazy. Im Chat, was steht da so? Mal schauen. Wie lest ihr so die Bibel? Hast du was gesehen da? Ja, da steht Tageslesung, Altes Testament Mose oder YouVersion. Da gibt es ganz viele coole Lesepläne. Jemand hat einen Bibelsessel, ist auch cool. Bibelsessel, ja, oder so, wie wir jetzt so Regiestühle, macht auch Sinn. Ist auch cool, sehr cool. Genau, Psalmen werden hier auch erwähnt. Wir haben ja zum Anfang vom Jahr als ICF wieder ein Buch rausgegeben. Bibel lesen wie niemals zuvor. Leo und Susanna und ein ganzes Team haben hier rangeschrieben. Und wir haben heute Abend ein Kapitel rausgenommen und haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Und zwar heißt es gemeinsam Bibel lesen. Das wollen wir heute auch machen mit dir. Spezielle ist ja, jeder von uns hat eine Bibel oder sogar mehrere, aber eigentlich ist es ja relativ neu. Jahrhundertelang haben eigentlich die Leute immer zusammen Bibel gelesen. Es gab gar nicht so viele Bibeln, da ging es in die Kirche und dort wurde die Bibel gelesen oder irgendwo vielleicht im Kloster oder später dann konnte man sich da mal pro Familie eine Bibel leisten und dann wurde in der Familie mit dieser einen Bibel gelesen. Also, dass wir hier heute jeder einzeln und du zu Hause auch, vielleicht auf einer App oder wie auch immer, Bibel liest, ist gar nicht so die gängige Art, wie man über Jahrhunderte gelesen hat, sondern man hatte ich immer zusammen Bibel gelesen. Und das Faszinierende am zusammen Bibellesen ist eben, dass du dich gegenseitig inspirierst. Du liest den gleichen Text, aber meistens verstehst du ja was anderes und Gott spricht individuell zu uns. Und so kann man sich gemeinsam inspirieren und das wollen wir heute auch machen. Und wir haben uns überlegt, ja, welchen Bibeltext sollen wir uns denn auswählen?
Und wir haben gedacht, wir nehmen die Jahreslosung. Und die Jahreslosung, die steht im 1. Mose 16. Ist mir recht ist? Stimmt, ja. 1. Mose 16, Vers 13. Und Luther übersetzt so: Du bist der Gott, der mich sieht. Und über diesen Text wollen wir heute ein bisschen nachdenken und auch den Kontext noch lesen. Vielleicht fragst du dich, was ist eine Jahreslosung oder Losung? Was soll das? Heißt das nicht Lesung oder Lesen oder irgendwie? Jahreslosungen oder Losungen kommen von der Herrnhuter Brüdergemeine. Und das war der Graf Ludwig von Zinzendorf um 1728, die hatten da eine Gemeinschaft, die lebten miteinander in einem Dorf und da war jeden Morgen, kam da ein Mann vorbei, hat bei dir geklopft und hat gesagt, der heutige Bibelvers ist, und dann hat er den Bibelvers genannt und am Abend kamen all die Leute zusammen, die mit demselben Bibelvers durch den Tag gegangen sind, haben eine Singstunde, wir würden sagen einen Worship-Abend miteinander gestaltet und haben erzählt, was sie mit diesem Bibelvers, wie der zu ihnen gesprochen hat, was herausfordernd war. Die haben so jeden Tag eine Losung oder einen Bibelvers miteinander bebetet, miteinander darüber gesprochen und die Jahreslosung, das ist so der Bibelvers, den verschiedenste Gemeinden, Kirchen sich Anfangsjahr sich da drüber Gedanken machen. Darum haben wir gedacht, hey, das machen wir auch. Du kannst jetzt deine Bibel holen. Vielleicht hast du sie schon zur Hand oder sonst hol sie doch. Und wir wollen uns vorbereiten auf die Zeit vom Bibellesen. Wir werden gemeinsam ein Lied singen. Make Room heißt es. Wir wollen Gott diesen Raum geben, dass er zu uns sprechen kann, dass er zu dir sprechen kann, dass er zu mir sprechen kann. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. To us now, to do whatever you wanna do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to. Do whatever you want to. Speak to us. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. So gut, danke Jesus, dass du jetzt sprichst zu uns durch dein Wort. Schlag doch auf mit mir 1. Mose 16,
Ich möchte dir die ersten 16 Verse vorlesen. Ich lese aus der Neues Leben Bibel. Wenn du eine andere hast, komm nicht so drauf an. Lies doch einfach mit und vielleicht merkst du auch da, noch spannend, bei mir steht das anders. Ich lese aus der Neues Leben Bibel. 1. Mose 16, Vers 1 bis 16. Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre in Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi, denn sie sagte, ich habe den Herrn gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber Lachai Roi. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Spannende Geschichte, die wir da gelesen haben, der Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, der kommt da vor. Und jetzt nimm dir doch einfach Zeit. Vielleicht ist dir jetzt schon beim Vorlesen irgendein Wort hängen geblieben. Du hast vielleicht gar nicht die ganze Geschichte mehr mitgekriegt, weil du das gehört hast. Oder vielleicht hast du ein bestimmtes Gefühl jetzt gehabt beim Lesen dieses Textes oder dir ist ein bestimmter Bibelvers hängen geblieben. Überleg dir doch, was ist jetzt das, was du mitnimmst oder was du weiter darüber nachdenken willst. Und schreib es auch in den Chat. Wir wollen gemeinsam austauschen, was diese Worte mit uns machen. Wir hören ein bisschen Musik, du hast Zeit, um nochmals den Text durchzugehen, zu lesen und dir zu überlegen, was hat mich denn jetzt angesprochen?
angesprochen, dass Hagar wieder zurückgeht, ohne zu murren. Sie kommt ja aus einer wirklich nicht sehr schönen Situation. Da ist viel Eifersucht, viel Neid, es geht ihr nicht gut, sie wird drangsaliert. Und sie geht zurück in diese Situation, nachdem sie Gott getroffen hat, nachdem sie weiß, da ist ein Gott, der sieht mich Hagar, die in die Wüste geflohen ist, die weg wollte aus all dem, aber ich werde gesehen. Er meint mich persönlich. Nicht Jan und Thomas und Ganti, sondern mich. Natürlich meint er genauso Jan oder Thomas oder Ganti, aber jetzt geht es um mich. Gott sieht mich, Gott sieht dich heute Abend. Er möchte mit dir sprechen, er möchte dir zuhören. Und das hat Hagar erlebt in der Wüste und darum konnte sie wieder zurückgehen an den Ort, weil sie wusste, ich bin nicht mehr dieselbe. Da kommt ein Gott mit, der mich sieht. Und das begeistert mich an dieser Geschichte. Yes, lass uns doch dafür gerade beten. Ich habe im Chat auch ein paar Sachen gelesen, geht ganz in die ähnliche Richtung. Die Leute sagen, oh, ich muss wieder zurück auf Arbeit, so will da unbedingt, vielleicht gar nicht unbedingt, oder ich muss zurück in die Situation. Und ich möchte einfach beten für uns, für dieses Jahr, dass dort, wo wir hingehen, dass Gott mit uns ist. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich ein Gott bist, der uns sieht. Und ich bitte jetzt ganz konkret für Ursula, dass das Jahr, das sie startet, einfach das Jahr wird, wo sie merkt, du gehst mit. Die neuen Herausforderungen vom neuen Job, vom Umziehen, dass sie gesegnet ist. Und ich bete auch für jede Person, die jetzt online dabei ist, dass dort, wo du hingehst, dass du merkst, Gott sieht mich, Gott kennt mich. Und Gott weiß auch in die Situation, wo ich rein muss. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns geht und dass du uns persönlich meinst, dass wir nicht unbedeutend sind, dass wir nicht zu klein sind, sondern dass du für uns da bist. Und dafür danken wir dir, dafür wollen wir dich einfach anbeten heute Abend. Yes. Gibt hier verschiedene Sachen, die am ansprechen. Jemand hat geschrieben, ja, Sklavin, die Geschichte gefällt mir nicht so. Tatsächlich, oder? Das ist so eine Situation. Ganz viele Sachen habt ihr reingeschrieben. Mich spricht an, dass Hagar einen Engel gesehen hat. Auch crazy, oder? Wenn du überlegst, das war ja eigentlich, die Hagar war ja niemand. Eine Sklavin. Du vielleicht fühlst dich manchmal ja auch so, ja, wer bin ich schon, oder? Ich bin jetzt nur online dabei, aber die Hagar, da kam sogar ein Engel, der Engel des Herrn kam, um diese Frau zu treffen und mit ihr zu reden. Das ist mega ermutigend. Geduld war auch etwas, das Leute angesprochen hat. Sie musste zurückgehen, sie musste geduldig sein in dieser Situation. Ich finde auch den Satz, der Engel fragt, noch spannend, wo es heißt, wohin gehst du, woher kommst du, wohin gehst du? Er kennt zwar den Namen, aber er fragt trotzdem, vielleicht ist das ein guter Satz für den Jahresanfang, den du dir auch überlegen kannst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was will ich denn überhaupt? Was hat denn dich angesprochen, Jan? Mich hat vor allem das angesprochen, das ist mir nochmal so deutlich geworden, dass sie wirklich einen Engel trifft. Also es gibt nicht so viele Personen in der Bibel, die einen Engel treffen oder die den Engel des Herrn treffen. Und dass diese Frau, wir wissen es nur, weil es in der Bibel steht, aber diese ganz normale oder vielleicht sogar eben verachtete Frau, Gott so viel Wert hat, nein, mit dir möchte ich jetzt sprechen und ich möchte jetzt, und das sieht dann sogar, hat ja auch jemand in den Chat geschrieben, jemand, die gibt nachher Gott einen Namen. Also deswegen, das ist ja auch, Gott sieht mich, das ist ein neuer Name für Gott. Und ja, eine unbeachtete Frau wird auf einmal zur Theologin und gibt Gott einen neuen Namen. Und wir können Gott so anbeten und wissen auch heute Abend, wow, Gott sieht mich. Gott ist einer, der mich sieht. Yes, mit was machen wir weiter? Wir haben uns hier so einen kleinen Ablauf aufgeschrieben. Lass uns doch nochmal beten für die Sachen, die wir in dem Chat gelesen haben. Willst du nochmal beten mit uns? Ja, Gott, du bist der uns sieht. Du siehst jeden Einzelnen. Du siehst, was mein ganz genaues Anliegen ist. Ob ich es so gut artikulieren kann oder in den Chat schreiben kann, aber du weißt, wie ich mich fühle dabei, was meine Gedanken sind.
Und ich danke dir, dass du uns siehst. Ich danke dir, dass du Geduld schenken kannst, da wo die Leute glauben, sie sind zu ungeduldig. Ich danke dir, dass du uns Begegnungen schenken kannst mit Engeln, mit Leuten, mit einfach, wo du dahinter steckst und wir merken, da ist jetzt Gott, der spricht zu mir, der sagt mir, was ich machen soll. Du bist der Gott, der mir auch hilft, wieder zurückzugehen an eine Arbeitsstelle oder in eine Situation, wo es mir schwer fällt. Danke, dass du der Gott bist, der sich um jedes meiner Anliegen kümmert. Dass wir unsere Sorgen dir bringen können, unsere Anliegen dir bringen können. Und dass du mich darin siehst. Amen. Amen. Mir ist noch was, während du gebetet hast, aufgefallen. Die Hagar, die hat das noch nicht mal gesagt, was sie braucht. Gott, steht nicht, dass sie zu Gott geschrien hat oder dass sie sich beklagt hat. Vielleicht hat sie gar nicht mit Gott gerechnet, aber Gott sagt, ich sehe dich. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht hast du auch, ich weiß gar nicht, was soll ich im Chat schreiben oder hat gar nicht zu mir gesprochen oder manchmal fühlt sich auch so, für was soll ich denn beten? Und Gott sieht dich einfach. Gott weiß, was du brauchst, auch wenn du es nicht artikulieren kannst. Oder vielleicht hast du dich auch noch nie getraut, Gott dafür zu bitten. Und ich möchte das jetzt machen, einfach für deine unausgesprochenen Gebete. Vater, du kennst unser Herz und du weißt, was wir brauchen. Manchmal sagen wir was, aber eigentlich brauchen wir was ganz anderes. Manchmal trauen wir uns das auch nicht. Wie soll ich jetzt Gott bitten für das? Das ist doch unverschämt. Aber du siehst uns, du weißt die Situation, wo wir drin sind und wo wir drin stecken. Und danke, dass du uns einfach da segnest, uns das so siehst und wir fühlen uns so geborgen unter deinen Augen, weil wir wissen, du bist für uns. Möchte ich einleiten, schreib doch in den Chat noch, für was bist du dankbar? Es gibt ja auch Sachen, da bist du dankbar dafür, dass Gott es sieht und dass Gott es weiß. Wofür bist du dankbar? Lass uns mal eine Runde vom Dank auch in den Chat schreiben, für was bist du dankbar, dass er sieht. Und dazu singen wir noch ein Lied. You are Jireh, you are enough. You are Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. You are Jireh, you are enough. You are Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough. You are more than enough. Forever enough, always enough. You are more than enough, Jesus. Forever enough, always enough. You are more than enough. You are always enough, more than enough, more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I know who I am, I can imagine that is enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I know who you are, more than I can imagine. That is enough, that is enough, that is enough, that is enough. You are
are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Danke Gott, dass du genug bist. Wir haben im Chat so viele Dinge, wo wir dir dankbar sind. Für unsere Familie, für die Zwillinge, für Freunde, für dein Versorgen, für eine Arbeitsstelle, für das, dass du einfach bei uns bist, dass du uns siehst. Danke, dass du genug bist für uns, dass du der Gott bist, der uns sieht. Ich bete damit ein paar Worte aus dem Chat. Ich danke, dass du mir das Leben gegeben hast und mich gerettet hast. Ich danke für ein Zuhause, für eine Familie. Ich bin so dankbar. Dankbar, dass ich so wie ich bin zu meinem Vater kommen kann. Mit meinen Fehlern und mich nicht verstellen muss, denn er weiß alles über mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich Gott dienen kann. Dass er immer an meiner Seite ist. Ich bin nie alleine und kann den Heiligen Geist jeden Tag fragen um Führung. Ich bin dankbar für meine Eltern. Dankbar für was sie für mich getan haben. Für meine Ehe bin ich sehr dankbar, wie auch für meine Kinder. So viel Grund zu danken, Jesus, weil du uns siehst, weil du in unserem Leben bist, weil du uns veränderst. Wir danken dir für einfach diesen Reichtum, den du uns in der Gemeinschaft schenkst. Amen. Ja, und ich bin dankbar, dass wir gemeinsam da beten können. Nur schon den Chat anzusehen und zu sehen, für was, dass ihr dankbar seid. Und wenn wir da gemeinsam, du kannst für den, der da reinschreibt, beten und für dich wird gebeten. Das ist doch einfach wirklich cool zu merken, aha, wir sind nicht alleine, sondern wir sind gemeinsam unterwegs und können so einander unterstützen. Und ich bin auch dankbar für den neuen Namen von Gott. Wir haben gestern ja mit Namen von Gott gebetet und heute haben wir den Gott Jahwe Jireh, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich versorgt. Und wir haben die Geschichte gelesen, die ist nicht nur schön, oder eigentlich ist der große Teil der Geschichte nicht wirklich schön. Das sind Beziehungen, die kaputt sind, das sind Beziehungen, die einfach, Neid ist da, Eifersucht ist da, Vorwürfe sind da. Sarai sagt da zu Abraham, hey, du bist doch schuld, dass es mir so schlecht geht. Ganz viele Dinge, die nicht gut sind. Beziehungen, und du kennst es sicher auch, sind nicht immer einfach. Und darum möchten wir jetzt zum Schluss noch gemeinsam für Beziehungen beten. Beziehungen, unsere Beziehung zu Gott, aber auch Beziehungen untereinander. Und du kannst in den Chat reinschreiben, für wen dass du beten willst. Nimm doch einfach eine Person, diejenige, die dir jetzt gerade zuerst in den Sinn kommt, und dazu schreibst du vielleicht Kinder und Gelassenheit. Oder der Name deines Freundes und du brauchst vielleicht Mut, etwas anzusprechen. Vielleicht willst du Frieden mit deinen Eltern. Schreib dazu, was du dir in deiner Beziehung zu dieser Person wünschst. Und dann können wir dann nachher nochmals gemeinsam beten. Und wir werden ein Lied singen, Waymaker. Gott kann diese Beziehungen, die uns Mühe machen, er kann sie verändern. My God, that is who you are. You are the way maker, the miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, the miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. That is who you are. That is who you are. Yes, that is who you are. That is who you are. No way. That is who you are. The miracle working. That is who you are. That is who you are. Ja, lasst uns jetzt noch zusammen für diese Leute beten und wir machen noch die letzten paar Minuten ein Wellengebet. Wellengebet heißt, du bist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und dann betest du einfach für die Leute erst ganz nah bei dir und dann die Leute ein bisschen weiter weg sind bei dir und dann gehst du immer ein bisschen weiter raus. Das hilft manchmal so, weil du nicht mehr weißt, wie beten. Und deswegen, wir beten am Anfang für die Leute, die ganz nah bei uns sind. Das sind so, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du eine Frau oder hättest gerne eine oder vielleicht hast du einen Mann oder du hast Eltern. Auch die Leute, die ganz nah sind. Ich möchte beten für diese Leute. Danke, Jesus, für unsere Kinder, für unsere Partner, für unsere Eltern, aber auch die Menschen, die uns so ganz nahe sind. Danke, dass du sie uns geschenkt hast. Und ich bitte dich jetzt einfach da, wo wir uns wünschen, dass sie zum Glauben kommen, wo wir um Gesundheit beten, dass wir erleben dürfen, dass du als guter Vater im Himmel dich kümmerst um unsere Nächsten. Du siehst auch da, wo wir gar nicht mehr so genau wissen, ja, wie kann ich noch mehr helfen? Wie kann ich noch mehr beten? Was soll ich tun? Danke, dass wir einfach wissen, du bist der beste Daddy. Du hast es im Griff. Wir segnen unsere Frauen, unsere Männer, unsere Eltern, unsere Kinder. Danke, dass du sie segnest. Danke, Jesus, dass du auch unsere Freunde siehst. Du siehst diejenigen, die jetzt gerade Prüfungen haben, wie es hier geschrieben steht, und es schwierig ist oder Umzug oder krank sind. Du siehst unsere Arbeitskollegen. Du kennst sie und ich bitte, segne sie. Segne die Leute, mit denen wir zu tun haben. Und lass uns ein Segen sein. Danke, bist du bei unseren Nachbarn. Du kennst auch hier diejenigen, die wir gut mögen und du kennst die, die wir nicht so gut mögen. Hilf uns, dass wir einfach deine Liebe immer wieder weitergeben können, dass wir immer wieder mit deiner Liebe gefüllt sind für all die Menschen um uns herum. Amen. Amen. Ich bete auch noch für unsere Freunde. Da sind so Leute auch im Chat reingeschrieben, das wünschen wir uns so fest, dass du kommst mit deiner Heilung. Wir bitten dich ganz konkret jetzt für diese Menschen, die krank sind, die uns so am Herzen liegen und das verreißt uns fast das Herz. Wir bitten dich, dass du eingreifst in Situationen. Wir bitten dich auch für diese Freunde, die dich noch nicht kennen. Wir wünschen uns so fest, dass du sie an dein Herz ziehst. Danke, dass es unsere Freunde sind und gib uns Mut und gib uns einfach Kraft, auch in dieser Freundschaft dran zu bleiben, zu investieren. Wir segnen all diese Menschen, die du uns in unser Leben gestellt hast, all die Beziehungen.
Und ich bete jetzt auch noch, gerade für die schwierigen Beziehungen. Gibt die Leute, die sind ganz weit weg, die sind da im Kreis ganz weit außen, weil wir gesagt haben, nee. Und die ist mir auf einmal wieder in den Sinn gekommen, diese Person. Vielleicht dein Ex-Partner, vielleicht ein Arbeitskollege von dir oder ein ehemaliger Chef. Und wir segnen jetzt einfach diese Person auch. Auch die Personen, die mich verletzt haben, wir segnen diese Personen, dass du ihnen Gutes tust, dass sie auch mal sagen können, du siehst mich, du bist ein Gott, der mich sieht. Danke, dass wir auch für unsere Feinde beten dürfen. Du bist ein guter Gott und wir stellen auch die Menschen, die es uns schwer machen, unter deinen Schutz und unter deinen Segen. Ja, und wir wollen auch für die Leute beten, die wir nicht persönlich kennen, aber wo wir wissen, sind viele Christen, die verfolgt werden. Viele Leute, die Unglaubliches erleiden müssen durch Krieg oder Hunger oder all die Katastrophen, die zurzeit ablaufen. Jesus, wir bitten dich, sei du da dabei, segne die Leute. Wir wissen gar nicht, was wir dafür beten, sondern wir bitten dich um Frieden. Frieden in Herzen und Frieden ganz, ganz konkret in den Umständen. Jesus, wir bitten dich, dass du mit deinem Schutz kommst, dass du mit deinen Engeln kommst, dass jeder dieser Menschen, die so viel erleiden müssen, erleben, dass du der Herr bist, dass du der Gott bist, der sie sieht. Du bist der sie kennt. Amen. 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 Wow, unsere Zeit ist schon fast wieder vorbei. Ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, dass du dabei warst. Unseren Chat, der überquillt. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen weiter beten. Da ist noch ganz viele Gebetsanliegen drin in dem Chat. Und du denkst, connect noch mit dieser Person oder bete noch für diese Person. Hat wirklich ganz viele coole Gebetsanliegen und noch Ermutigung drin in unserem Chat. Möchte ich nochmal hinweisen auf unser Buch, das wir geschrieben haben, Leo und Susanna. Da hat es 31 Arten, wie du kannst die Bibel lesen. Und vielleicht hast du gedacht, wow, zusammen Bibel lesen habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Möchte ich ermutigen, wenn es dir gefallen hat, einerseits heute Abend gib uns doch einen Daumen auf YouTube und vielleicht schickst du das gerade weiter und denkst, oh, so gut, das hat mich jetzt inspiriert, oder du hast so was Gutes in den Chat geschrieben, dass du das gerade weiterleitest, oder vielleicht ist ja auch dran mit jemandem, sagst, wow, ich möchte wieder mal bei uns in der Kleingruppe oder mit meinem Nachbarn in der Bibel lesen oder mit meinen Kindern und du merkst, gemeinsam Bibel lesen, das ist ja super. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Dabeisein, fürs Beten. Ich danke euch für dass ihr uns geholfen habt im Beten. Danke euch und danke dem ganzen Team hier im Hintergrund. Und ich wünsche mir und euch einen schönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder im Chat. Morgen geht's weiter mit dem Thema, beten wir um Gesundheit. Stimmt? Genau, Thema Gesundheit. Und wäre cool, wenn du dabei bist, wieder auf YouTube, gleiche Zeit hier vor Ort. Wir wünschen euch alles Gute, einen schönen Abend und liebe Grüße aus Zürich.
Your word remains true, even when my thoughts don't line up. I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. Oh, dare anxiety come, I'll remember that peace is a promise you keep. Peace is a promise you keep. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind wreaks havoc. I will be still, for I've known all along my Jehovah Shalom. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. What anxiety fails to remember is peace is a promise you keep. Oh, peace is a promise you keep. Oh, you keep your promise, Lord. Oh, you keep us in perfect peace. Come on, this is the truth. Declare it with me. You are peace to a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace to the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel cold. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. Let it flow when my mind's under siege. All anxiety bows in the presence of Jesus, the keeper of peace. And peace is a promise he keeps. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus. Come on, would you receive his peace right now? The presence of our God is here. Even though we may not understand it, it is our portion. You are peace to a restless soul, and peace when my thoughts wage war. Oh, peace to the anxious heart. Oh, that's who you are. Oh, that's
1,000 walls to try and hide away. I searched to find my soul, a journey far from home, lost in a life I'd made.